aber die Bibel sagt, du solltest oder du bist erst wichtig, wenn du Du bist erst wirklich Christ, wenn du mitarbeitest oder wenn du den Zehnten gibst oder wenn du dann ist es schwierig. Heute sprechen wir über Toxic Leadership. Was ist schlechte Leadership? Vielleicht gerade mal für euch, wie würdet ihr toxische Leadership definieren in kurzen Worten? Ich würde sagen, wenn es nicht in die Freiheit führt. Wenn es mit Abhängigkeit zu tun hat, mit Druck zu tun hat, mit irgendwie eben sich an sich binden, wenn man irgendwie das Machtgefälle ausnutzt und man eben, wenn sich die Leute nicht frei fühlen. Ja. Ich stimme absolut mit dem überein. Für mich, ich nenne das dann auch Manipulation. Wenn man versucht, den freien Willen einer Person zu umgehen und sie ausnutzt zu irgendeinem Zweck. Ich würde sagen, wenn man Menschen nicht in Mündigkeit führt, sondern sie mehr für sich selber, also ihnen was überstülpt, statt sie in Mündigkeit zu führen. Hast du gerne ein Beispiel? Ja, also ich finde, man muss recht differenzieren, dass ich schon gemerkt habe, wo ich Toxic Leadership erlebt habe, dass ich glaube mittlerweile, dass ich immer sagen könnte, es war nie eine böse Absicht von den Menschen, dass sie das bewusst gemacht hätten. Das habe ich, glaube ich, nicht erlebt. Aber ich habe schon erlebt, dass ich mal in der Bibelschule war, wo ich dann Gespräche mit den Leitern hatte. Also ich war noch recht frisch im Glauben, so meine ersten 2 Jahre im Glauben. Und sie mir eigentlich wie Hilfen geben wollten, Richtlinien geben wollten, wie sie denken, dass Gott es halt so will und dass man das so leben muss. Aber sie mir das eigentlich recht übergestülpt haben, weil ich habe eigentlich nicht verstanden so genau, von was sie reden. Und sie haben mir das auch nicht erklärt. Es hieß dann einfach, du musst gehorsam sein und du musst demütig sein gegenüber Gott. Und ich als frischer Christ war so, ja, ich muss demütig sein gegenüber Gott und ich bin nicht gehorsam genug. Und ich fand, es war schon Toxic Leadership, weil ich merke, ich habe keine Mündigkeit bekommen, man hat mich nicht befähigt zu verstehen, was vielleicht Gottes Herz sein ist oder halt auch meinen Fehlerraum zuzulassen, also auch mit Gott zu scheitern, sondern es war dann so, da sind die Leitlinien, aber ich finde, Toxic Leadership ist dann schon, wenn du Leute da reinpresst, statt halt auch zuzulassen, einen eigenen Entwicklungsweg mit Gott zu haben. Ja. Sehr schön. Ich war mit 20 in Südafrika auf einer Avocado-Farm, das war ein Kibbutz. Etwa 50 Leute haben da gelebt und die hatten auch ihren Leader, der war wirklich so ein starker Pastor und die hatten riesen Respekt vor ihm. Und die Gruppendynamik da, einfach auch sehr hierarchisch alles aufgebaut und das war wirklich, toxisch war wirklich daran, immer wenn etwas irgendwie jemand anders sah oder Fragen hatte, dann hieß es immer wieder, check your heart. Das klingt so krass. Aber immer gleich, okay, hey, etwas in deinem Herzen stimmt nicht. Und einfach eben diese starken Hierarchien, du kommst und bist mal nix und hast nur einfach zu gehorchen. Ein sehr starker halt Plan auch, was man macht den ganzen Tag und natürlich die krasse Abschottung von der Welt. Und dann kommen natürlich dann auch immer wieder so Sätze, hey, Gott hat dem Leiter gesagt, du solltest das und das. Und dann bist du Schachmatt, was willst du machen? Und das war krasser Druck. Und dann kam eben auch dann irgendwann, hey, für uns ist eigentlich klar, dass es besser ist, dass du für den Rest deines Lebens hier bleibst, auf der Avocado-Farm. Gott hat gesagt. Und als Junge, da bist du geflohen. wenn man selber in so einer Situation drin ist und unter Toxic Leadership ist es einfach, man verkümmert. Und es ist mega schlimm, man kann nur verlieren. Es ist jetzt oder im Nachhinein, es klingt witzig, in dem Moment drin, es geht innen drin so viel leidet und geht kaputt, Schuldgefühle oder alles, das Spieltoxik hängt ja da ein, Schuldgefühle, Minderwert, Druck von allen Seiten.
es ist so schlimm, es spielt einfach damit, ist es gut, sprechen wir darüber. Dass wir wissen und erkennen, was ist jetzt Toxic Leadership, die wir ablehnen müssen. Und eigentlich wird ja in dem Moment dein Vertrauen in deine Leaders wird missbraucht. Also du möchtest ihnen vertrauen, möchtest, dass sie dich in eine gute Richtung führen und auch irgendwie gehst davon aus, dass sie eigentlich für dich sind und dich auch irgendwie wahrnehmen möchten. Und das ist so der innere Wunsch. Und wenn dann dieses Vertrauen missbraucht wird, dann kommt es eben zu diesen Verletzungen und dann ist es wirklich toxisch. Ja. Wie erkennt man, dass man sich in toxischer Leadership befindet? Vielleicht, du hast vorhin gesagt, so eine Aussage, ja, Gott hat mir gesagt, ist so also wenn Gott zu einem Leader spricht und dann der Leader zu dir kommt und sagt, Gott hat mir gesagt, wir machen das so. Oder das ist könnte man sagen, das ist wie ein Warnsignal oder das soll ein Warnsignal an, so okay, was gibt es, würdet ihr dem zustimmen? Und falls ja, gibt es andere solche Aussagen, bei denen vielleicht ein Warnsignal angehen sollte? Weil es gibt ja schon auch, oft erkennt man nicht so gut die toxische Leadership, wenn man drin ist. Sondern erst im Nachhinein erkennt man, ja, das war irgendwie nicht gesund. Darum gibt es vielleicht Aussagen, die euch gerade in den Sinn kommen, wo man so, ja doch, ich bin irgendwie in einem toxischen Umfeld. Alles, was mit Schuld spielt, sicher. Zum Beispiel? Das ist oft. Eben die Aussage, aber die Bibel sagt, du solltest. Das ist sicher eben ganz klar auch, hey, Gott hat mir gesagt, du solltest. Einfach, das ist wirklich, das ist so, macht so Druck, da stehst du eben, hast keinen Gegenwehr mehr und das entwaffnet dich. Das Ganze auch, du bist, das ist dann subtiler, das sagt man vielleicht nicht, aber man merkt, man gehört erst richtig dazu, wenn man das und das und das mitmacht. Das ist mega schwierig und das sehr subtil, also das müssen wir auch bei uns in der Kirche müssen wir aufpassen. Oder du bist erst wichtig, wenn du Oder du bist erst wirklich Christ, wenn du Und das schwingt eben sehr oft so unterschwellig, schwingt es dann mit. Aber das sind so diese Anzeichen, was dann, wenn wirklich so diese Meinung da ist, okay, du bist erst wirklich Christ, wenn du mitarbeitest oder wenn du den Zehnten gibst oder wenn du, dann ist es schwierig. Also dieses wenn du, also das Kondition. Also Bedingungen, die vielleicht Gott eigentlich, wenn man die Bibel liest, so herzlos gar nicht stellen würde. Vielleicht dieses Herzlosigkeit, ein gewisses Maß an, es gibt halt einfach Herzlosigkeit. Ich weiß nicht, ob versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Sehr schön, ja. So alle auch nur zu einem machen eben, wenn du nicht mitarbeitest, bist du kein richtiger Christ. Aber es ist ja immer individuell und Gott ist mega empathisch. Gott ist nicht herzlos. Wenn du gerade den Stress deines Lebens hast, in deinem normalen Alltag und irgendwelche Sachen nicht gehen, so dann ist Gott ja der mit dir da drin ist, der liebevoll da drin ist, der schaut, was möglich ist, der eben nicht so herzlos einfach einen Druck auferlegt. Ja. Und bei Gott sind gewisse Dinge bedingungslos und die muss man kennen. Und sobald die zur Bedingung werden, also, dass ich geliebt und angenommen bin, bedingungslos. Dass ich wertvoll bin, bedingungslos. Dass Gott für mich ist, bedingungslos. Dass Gott mich segnen will, bedingungslos. Dass Gott gnädig ist mit mir, seine Gnade, bedingungslos. Und wenn diese Dinge plötzlich an Bedingungen geknüpft sind, dann ist es toxisch. Das ist mega cool. Ja, gute Definition. Könnte man dann auch sagen, dass, wenn du dich jetzt unter toxischer Leadership befindest, dass genau auch diese Dinge grundsätzlich in dir verkümmern? Also, oder mir kommt auch ein Beispiel in den Sinn, ich habe für ein Jahr in einer Kita gearbeitet, im Zivildienst, und unsere Kita-Leitung oder unsere Gruppenleitung, die hatte diese Tendenz, immer alle Fehler öffentlich darzustellen von jedem. Also wenn du 1 Minute zu spät hineinkamst
alle wussten es. Sie hat immer genau gesagt, was du alles falsch gemacht hast. All diese Dinge. Und das hat dazu geführt, nicht nur bei mir, aber auch bei allen Angestellten, ich war zum Glück nur Zivi, dass Leute sind verkümmert. Sie hatten Angst, Fehler zu machen, weil es wurde öffentlich dargestellt. Das war für mich ein großes Beispiel für toxische Leadership, weil die konnten nicht mehr aufblühen. Die jungen Angestellten konnten nicht mehr, sie verkümmerten in sich, sie wurden ruhiger, sie hatten Angst, einen Fehler zu machen. Könnte man sagen, dass wenn man sich in toxischer Leadership befindet, dass oft man sich, vielleicht verkümmert, ist vielleicht das Richtige? Also es ist ja eher, was sind die Konsequenzen oder die Auswirkungen von toxischer Leadership, die man vielleicht sieht, die man sieht an den Leuten. Ich glaube schon, wenn du eben in so einem Umfeld bist, dann hast du plötzlich, dann machst du ja auch mehr Fehler, wenn du Angst hast, dass du Fehler machst, und dann konzentrierst du dich. Ich habe das mal bei mir im Studium im Sportunterricht erlebt. Da hat etwas nie geklappt, und dann kam die Dozentin und sagte, ja, du musst das anders machen, und dann ging irgendwie plötzlich gar nichts mehr, oder? Und ich merkte irgendwie, ich fühlte mich überhaupt nicht mehr frei und war irgendwie nur noch unter Druck, und dann blockiert alles. Und ich glaube, das ist schon so ein Mechanismus. Ich glaube, dort drin, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon dazu kommen, ist dann die Aufgabe, ja, okay, wo kann ich denn jetzt mit meiner Angst hin? Ich kann ja vielleicht nicht aus diesem Umfeld flüchten, aber irgendwie muss ich resilient werden, wenn wir jetzt dieses Schlagwort auch noch nennen möchten. Ich muss irgendwie damit umgehen und schauen, wie kann ich denn jetzt mit dieser Belastung, was kann ich dagegen tun? Was kann ich dann dagegen tun? Also wie kann ich, wenn ich mich in toxischer Leadership befinde und das mal erkenne, wie kann ich dann Resilienz aufbauen? Oder was wären gute Schritte, praktische Schritte, wie ich damit umgehe? Also ich glaube, erstmal ist noch, um die Konsequenzen noch ein bisschen zu füllen, weil das geht ja dann darum, jede Konsequenz hat dann halt vielleicht einen anderen Handlungsschritt, was ich damit machen kann. Und eine Konsequenz aus Toxic Leadership ist von mir aus eben Entmutigung, den Minderwert, eben Ängste, die dabei entstehen. Vielleicht auch Rückzug oder so? Rückzug, dass man sich so das, was du meinst, dass man still wird vielleicht. Und dann ist halt die Frage, wie kann man auf all die Sachen, wenn euch auch noch was einfällt, dann, wie kann man auf die Sachen unterschiedlich reagieren? Ich würde jetzt noch zwei Dinge noch unterscheiden. Es gibt Leute, ich denke mal, deine Kita-Leiterin war überfordert in ihrer Leadership wahrscheinlich und hat darum zu Methoden gegriffen, die toxisch sind. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, sie war wirklich böswillig und wollte wirklich einfach ihre Position ausspielen und hat das ganz bewusst diese Methoden angewandt. Das ist manchmal sehr schwierig, das zu sehen. Und je nachdem ist es dann vielleicht auch einfacher, wenn jemand das eigentlich gar nicht will, kann man es unter Umständen ansprechen, kann es feedbacken, kann sagen, ich fühle mich nicht wohl und kommt dann zu einer anderen Reaktion. Aber sehr oft ist dann die Einsicht auch nicht da. Oder man wird gerechtfertigt oder eben man hört dann Sätze, ja, mit deinem Herz stimmt etwas nicht, wenn du mich da hinterfragst. Oder im religiösen Kontext ist dann noch sehr oft, ja, du bist halt nicht demütig genug, das haben wir. Und dann kommt dann, also wie wird reagiert dann auf, wenn man das feedbackt? Und dann ist das wirklich dann noch, also wenn man abhängig wird, dann muss man sich von dieser Abhängigkeit irgendwie befreien. Ja. Man kann ja schon auch sagen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen steil ist, aber dass oft, wenn toxische Leadership da existiert, dann ist oft auch das Feedback-System oft auch nicht das Gesündeste. Also dass man irgendwie gut feedbacken kann, diese Möglichkeit besteht, dann meiner Meinung nach oft auch nicht. Also dass man sich in einem sicheren Ort irgendwie sagen kann, was da falsch läuft. Vielleicht ist das ein bisschen steil. Was gibt es für andere Möglichkeiten, ohne es anzusprechen, dass sich etwas verändert, wenn man mit toxischen Leaders zu tun hat? Also ich würde auf jeden Fall sagen, erstmal an den Punkt zu kommen, zu erkennen, dass es toxisch ist.
ist ja der erste Schritt, dass du auch die Kraft entwickelst, dann wirklich von mir aus einen Schritt rauszumachen. Weil ein großer Teil davon ist ja eine Unsicherheit, hat die Person recht? Und ist das eigentlich richtig, was sie sagt oder tut? Darf ich mich überhaupt dagegen auflehnen? Und um das zu reflektieren, fehlt einem ja manchmal die Sicherheit innerlich. Vielleicht eben, weil man auch schon Minderwert hat oder Ängste entwickelt hat. Und ich würde sagen, der erste Schritt ist schon, Leute, die in deinem nahen Umfeld sind, die dir nah sind, die deinem Herzen nah sind und die auch Gott kennen, halt zu erzählen, hey, mir kommt das so komisch vor und ich habe damit zu kämpfen und ich weiß nicht, ob ich vielleicht wirklich mich unterordnen soll oder wirklich das Richtige ist, was die Person sagt und es passt mir einfach nicht. Und ich müsste mich verändern oder stimmen mehrere Leute dem zu, dass das, wie die Person sich verhält, wirklich toxisch ist. Und dann auch mit den Leuten zu schauen, was für Schritte kann ich jetzt machen. Finde ich sehr gut. Und lass dir das auf keinen Fall nehmen, dass du austauschen kannst darüber mit anderen Leuten. Ja. Interessant, es gibt ja diese Sekte Shinchonji und die zielen ganz bewusst sehr früh darauf ab, dass du nicht mehr sprechen darfst mit deiner Familie, mit deinen alten Freunden über das, was da passiert. Und dadurch wirst du erst recht zum Opfer oder wirst abhängig von dieser Leadership und von dieser Sekte. Und darum, das ist, oder habe ich auch da erlebt, es wird dann schnell von toxischer Leadership auch eben wird dann gesagt, oder sie versuchen zu isolieren und das ist eine große Gefahr. Also bleibe breit abgestützt, hab Freunde oder Leaders oder geh auch quer zu jemandem, wo du denkst, das ist eine Person des Vertrauens und frag da oder sag, was dich beschäftigt. Das ist immer erlaubt, quer Leute reinzuholen. Sagen wir, das macht jemand und geht ins Gespräch und merkt so, doch, es ist nicht irgendwie mein Problem, das ist mein Minderwertproblem, sondern es ist wirklich diese Früchte, die ich merke in meinem Leben von dieser Leadership, die sind toxisch. Was wäre mein weiteres Vorgehen? Nachdem ich gesprochen habe und ich habe es reflektiert und was wäre mein nächster Schritt? Ich finde schon klar zu kommunizieren, wo sind meine Grenzen. Und eben die muss man sich irgendwie bewusst machen und sagen, okay, in diesen oder das kannst du mir nicht rauben. Eben irgendwie diese unbedingbare Liebe oder diesen Wert, den mir Gott zuspricht, den kann mir niemand rauben. Und dann das auch so einerseits immer wieder bei Gott abzuholen und mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber auch der Person sagen, schau, so geht's für mich nicht weiter. Oder irgendwie, ich fühle mich nicht entsprechend dem Ebenbild Gottes behandelt, so wie du jetzt mit mir umgehst. Gut, das war vielleicht schwierig, wenn du zum Beispiel im Job bist und also kannst du nicht auf das Ebenbild zurückgreifen. Da kann ich das nicht machen, das stimmt. Aber nicht in der Kirche. Am Ende hast du immer die Möglichkeit, und vielleicht muss man das auch mal hören, du hast immer die Möglichkeit, du kannst kündigen. Du kannst auch du kannst auch aus einem Team rausgehen. Du kannst, natürlich, es gibt immer unterschiedliche Instanzen, wie man welchen Schritt einleitet, aber man kann mit jeder Leader, zum Beispiel in der Kirche, hat für gewöhnlich noch einen Leader darüber. Du kannst auch mit einem Leader darüber ein vertrauliches Gespräch darüber führen. Vielleicht bekommst du da Hilfe, aber am Ende, du setzt deine Grenzen und du kannst in denen auch entscheiden, dass du aus der Situation rausgehen möchtest. Man muss nicht immer alles aushalten. Und bei manchen Dingen gibt es einfach viele kleine Schritte, die man machen kann. Vielleicht verändern sich Sachen, aber es gibt immer die Instanz, dass man gehen kann. Was mir damals geholfen hat, es hat sich angefühlt auf dieser Avocado-Farm, als wäre ich in einem Spinnennetz gefangen. Und die Kräfte, die an einem ziehen, sind stärker als alles, was man aus sich herausbringen kann. Auch wenn ich damals eine Zeit hatte, ich hatte sehr eine stabile Beziehung grundsätzlich auch mit Jesus in dieser Zeit. Was mir geholfen hat, eine Auszeit zu machen. Und das ist vielleicht etwas, was für dich, was du kannst. Jeder hat, nimm dir mal Ferien. Geh mal raus aus dem System, einfach für 2 Wochen. Und reflektiere mal das alles und dann ganz bewusst in dieser zwei Wochen
also kein Kontakt dazu, sondern eben vielleicht zu einem damals ging ich dann noch für 3 Wochen oder so in eine andere Kirche, die ich noch ansehen wollte, wo ich Kontakt hatte und war einfach mal nur da in einem ganz anderen Umfeld und ich kannte die Leute da nicht gut vorher, aber schon einfach dieser Perspektivenwechsel hat mir aufgezeigt, wow, okay, das war wirklich ganz komisch und ich gehe da nicht wieder zurück. Ich bin dann noch mal kurz 2 Wochen da, eine Woche noch mal zurück in diese Form noch mal, aber dann war diese Auszeit hat mir geholfen, klare Sicht zu kriegen und zu merken, dass es wirklich nicht okay, was da abgeht und ich grenze mich da ab. Also das könnte ein guter Schritt für dich sein, wenn du unsicher bist, ist es toxisch oder was sollst du machen? Kraft zu tanken, indem du eine Auszeit planst, Ferien planst, wo du weg bist. Und nicht mit einer Person, die auch aus diesem System ist, sondern dich ganz rausnimmst. Sich mal separieren davon. Ja. Ja. Ich habe es zum Beispiel in meiner Kita halt so erlebt, dass ich Gott wirklich gefragt habe, so, okay, wieso tut sie das? Wieso leitet sie so? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ihre Leitung geht genau gleich mit ihr um, wie sie mit uns. Sie kennt es nicht anders. Und ich habe dann Gott nach einer Strategie gefragt. Okay, wie gehe ich jetzt mit ihr um? Weil ich wollte noch nicht kündigen, ich war noch nicht an diesem Punkt, wo ich einfach mich separieren wollte, sondern wirklich, was kann ich tun? Und Gott hat wirklich zu mir gesagt, ey, handle im Opposite Spirit, also geh genau umgekehrt mit ihr um. Und dann eine Woche später oder so, als wieder passiert war, ich kam irgendwie kurz zu spät, 1 Minute, und sie hat wirklich vor allem gesagt, hey, du warst zu spät. Und was halt immer passiert ist, dass alle sich immer gerechtfertigt haben. So, nein, das ist doch nicht so, oder irgendwelche Ausreden, und dann habe ich sie angeschaut und gesagt, hey, es tut mir leid. Ich versuche es zu ändern. Sie hat mich angeschaut, so, ist kein Problem. Kein Problem. Und ich habe ihr angefangen, Komplimente zu machen, wenn sie Fehler herausgenommen hat. Und sie hat sich so verändert innerhalb von kurzer Zeit, weil einfach jemand anders umgegangen ist mit ihr. Das ist nicht immer möglich. Und irgendwann würde ich ihr schon zustimmen, ist es auch mal Zeit, dann einen Endpunkt zu setzen. Man darf. Ja, man darf. Eine Abschlussfrage für euch. Warum glaubt ihr, zum Beispiel bei dieser Kita war es so, dass sie kannte es nicht anders. Warum leiten Leaders toxisch? Was können Beweggründe sein? Für mich ist, wenn Jesus über Leadership spricht, ist das sehr, sehr entscheidend. Ich lese im Lukas 22, Vers 25. Jesus sagte zu den Jüngern, in dieser Welt beherrschen Könige und die Großen ihre Untertanen und werden doch als Wohltäter bezeichnet. Unter euch aber soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Und für uns ist es eigentlich klar, oder wir gehen immer von diesem Bild eigentlich aus, dass Jesus hier sagt, ja logisch soll ein Leiter soll doch dienen, das ist eigentlich das Nicht-Toxische, aber eigentlich das Normale, wo Jesus sagt, hey, im Grundsatz ist der Mensch eigentlich oftmals so, dass er natürlich, wenn es die Möglichkeit gibt, Menschen auszunutzen, warum nicht? Und dann muss man, logisch gibt es auch Nicht-Christen, die auch diesen Wert da haben und sagen, ja nee, ich möchte als Leader dienend sein. Aber das ist diesen Switch zu machen, ist nicht selbstverständlich. Darum, ich finde, in dieser Welt gibt es das einfach sehr oft und man muss sich dessen bewusst sein und vor allem, wenn man selber auch dann in Leadership ist, ganz bewusst auch schauen. Es ist bei uns in der Kirche, es ist nirgends selbstverständlich, dass nicht wieder etwas Toxisches reinrutscht. Ich glaube auch, manchmal ist es ja nicht so eine wirkliche gewollte Böswilligkeit eben, sondern teilweise Unwissenheit, selber auch unsicher sein als Leiter. Es ist ja auch, wenn man andere zum Beispiel klein hält als Leiter, kann es sein, dass man selber sich klein fühlt und deswegen niemanden über sich stellen will, aber man nimmt dann seine Verantwortung als Leiter halt nicht wahr. Es sind viele Sachen, wo man einfach sich selbst auch im Blick behalten muss. Was sind meine inneren Beweggründe für die Art, wie ich mit Menschen umgehe? Besonders dann als Leiter, weil ich die Verantwortung für die Menschen habe. Ja. Ich glaube auch, das ist wirklich die Aufgabe des Leiters, der Leiterin, sich selbst immer wieder zu reflektieren, zu hinterfragen, auch die eigenen Stolpersteine vielleicht so ein bisschen ausfindig zu machen und im Gespräch bleiben mit anderen Leitern oder Leiterinnen, einfach auch immer wieder sich so
in Gefäße zu begeben, wo man ehrlich ist, wo man transparent ist. Und das muss man selber aus sich heraus machen. Und muss dann sagen, ich habe diese Werte oder ich möchte eine Leiterin sein, die nicht toxisch ist, sondern die das Beste will, die dienen will. Und dann braucht es aber immer wieder Leute, die einem spiegeln, auch Feedback einfordern von den Leuten, die man leitet. Und das, finde ich, sind schon so Schlüsselpunkte oder auch Tricks, die man als Leiter anwenden kann. Ja. Ich war auch schon toxisch. Immer wieder. Und aus Überforderung oder aus Frust oder aus falschen Vorstellungen, auch manchmal, die ich habe ich dann bei Menschen Riesendruck ausgelöst und ich war mir dessen nicht bewusst. Aber ich muss dann bereit sein, wirklich, ich muss mich dann wirklich entschuldigen, aber es ist so. Und, es gibt, glaube ich, Leadership auch nicht ohne ein gewisses Maß an Toxic Leadership. Nicht gewollt vielleicht, aber eben, man rutscht halt vielleicht mal rein, merkt es nicht, hat selber Sachen, mit denen man überfordert ist oder nicht klarkommt und dann passiert es. Aber es stimmt schon, es geht dann darum, reflektiert man sich selbst, lässt man sich feedbacken und ändert man was, kann man sich entschuldigen. Hat man sein Herz im Blick? Und als Leiterin möchte ich immer lernbar bleiben, oder? Ich möchte Lernende sein und ich möchte unterwegs sein und ich bin mir bewusst, ich kann nicht alles und ich weiß nicht alles und ich kann nicht jede Person gleich gut eben wahrnehmen oder was auch immer, aber ich möchte mich auf diesen Weg begeben und dazu brauche ich Hilfe. Ich brauche Hilfe von meinem Umfeld, aber ich brauche auch Hilfe von Gott. So, das war's dann, ja? Ich hole mir einfach, das ist vielleicht noch als Pastor, ich hole mir ganz bewusst auch Leute und befähige sie oder bedanke mich auch für Feedback. Also ich habe auch Leute, ich werde sehr direkt manchmal gefeedbackt, wenn etwas nicht gut ist, wenn etwas toxisch ist. Also ich werde emotional klar und gefeedbackt, wenn ich über die Stränge hinausgehe. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir gerade in der Kirche diese Feedback-Kultur wirklich auch schaffen, wo es eben nicht so ist, sobald man feedbackt, ist man unloyal, sondern im Gegenteil, sobald man feedbackt, das sind die wertvollsten Leute, die ehrlich sind. Und ich bedanke mich immer, wertschätze die und suche Leute, die den Mund aufmachen mir gegenüber, auch wenn ich sie leite, weil ich das genau brauche, weil ich weiß, der Mensch, inklusive ich, haben eine Tendenz, immer wieder ins Toxische zu rutschen. So, danke vielmals für eure Einsichten. Das war Sunday Night on Air. Danke, wart ihr hier. Danke.